Das ist ja normal, da muss nicht geleiten. Wenn man eingeschrieben ganz lass ist, dann muss nicht geleiten. Wir haben 7 Waggon an Maschinen an Lokomotiven mit Unhängen und alles. Die waren alle Hüttel auf Hals. Und da war echt die Schlange, als kein Trafik mehr hin und her gegangen, nicht mehr rüber und raus. Die Grenzen Luxemburgs sind geschlossen. Wer das Land heimlich verlassen will, muss sich an eine Schleuserorganisation, wie zum Beispiel die Piemen, wenden. Während der Besatzungszeit bringen dieser mindestens 2000 Menschen illegal über die Grenzen. Neben französischen Kriegsgefangenen, die aus Deutschland fortliefen, sind dies vor allem luxemburgische Widerstandskämpfer, nach denen gefahndet wird, sowie junge Männer, die in England die alliierten Streitmächte verstärken wollen. Wie ich transferiert tun, für fortzukommen, da werden den Alberg gesagt, mit Sarahs ganz einfach, ich fahre dich über die Grenze. Ich war du schon an der Organisation von der Passeuren. Die Filière zu Aschanlacht, Ballwalder, durch Gerd, war nicht gerade so sicher. Da, wo es gefährlich geht, auch beim Käfig, da waren wir bei der Barriere erinnern. Wir waren dann den Posten ein bisschen, wie weit weggetrippelt war, da konnten sie halt im Käfig raussausen und dann da den Himmel ab, als die Babys am Himmel waren, waren sie von sich im Boden. Wenn die natürlich aufgeschossen hat, dann wären sie aufgeschossen gewesen mit die 99% von den Affären sind gut gegangen. Die Piemen, die haben erst Pass gemacht. Also wir haben richtig Pass gekriegt, die geklaut gesehen, also die Formuläre, ne? An Stempeln. Ne? Die hatten nicht sitzen um Passbüro, die Piemen. Das war mein Charge an der LFK. Das war das Einzige, was von mir verlangt haben, dass ich Französisch Geld beschaffen ging. Auf der Wiesenschmuggel steht Todesstrafe, weil die Preise wussten das ja auch, dass Französisch Geld über die Grenze ging. Ja, das war schon, dafür habe ich hatte nie an der Tasche, auch nie an einer Post. Ich hatte immer nur einen Flanken Bauch oder gehen. Ne? Die Schleuseraktivität ist mit beträchtlichen Risiken verbunden. Bei denen, die sie erwischen, greifen die Nazis erbarmungslos durch. Junge Schleuser wie Albert Ungeheuer und Eugène Léger bezahlen ihr Engagement für andere mit dem Leben. Die luxemburgischen Schleuser arbeiten eng mit belgischen und französischen Organisationen zusammen. In Frankreich besteht eine zusätzliche Schwierigkeit im Überschreiten der Demarkationslinie, welche die Besetzte von der freien Zone trennt. Der Passeur war da und du hast den rund Benzinhaus da. Sie sagten, hey, du klimmst halt dran, dann so einen Deckel da auf den ganzen auf einem Handfähnchen, ich war hier in der Gibe. Ja, ich war auch, war die Zeit schon so groß wie heute. Also, da ging ich doch gar nicht dran, da, an so ein normales Benzinhaus. Si, sagte, j'en ai eu des plus gros que vous. J'en ai eu un juif qui avait au moins 250 kilos. Il faut rentrer là, ça marche. Wenn man sitzt zu bannen, die sollten die Schalen nicht hier stellen, da weiß ich nicht mehr, lass sie passen auf der Brick. Da war ein Brick für Iverzon. Das sieht der Preis, der sieht, Dankeschön. Also nicht, es soll dann nicht budgetieren, nicht, dass ich ging Menge mehr wären da. Ich habe da doch nach gehört. Maar ik geloof dat ze me mee doen aan Graf. Wat voor zo wie we daar waren. Ik wijs wie de dood. Geen lucht meer kreeg, hè. Alsof je stoer, klappen ze op haar, hé, jeune homme, on est bien arrivé, hè. Die zei war een doof dat we hel belicht. Dat had mir nie meer gezien. Van dat preil doof war je immer alles duister. Also het war herrlich, dat klein doof dat ze gezien wo alle luchten gebrand. En dat was Vreit Frankreich. Vor allem die Kommunisten und Sozialisten begannen bereits in den 30er Jahren, lange vor der Besatzung, aktiv gegen das Naziregime zu opponieren. Wir hatten wirklich Kontakt mit der deutschen kommunistischen Partei. Und du hast viel gemacht, die was ich nicht alles mitgekriegt tun haben. Es war immer die Atmosphäre von Kampf,
wie die anderen Leute nach gar keine Ahnung davon hatten. Die sogenannten antifaschistischen Widerstandskämpfer unterscheiden sich von den patriotischen, die erst mit dem Einmarsch der Deutschen in Aktion treten, weil die Unabhängigkeit des Landes in Gefahr gerät. Wie die Preise euch besetzt haben. Da sind wir uns recht bewusst, dass wir dazu bringen wären. Für uns gar nicht wichtig. Wir wussten, dass wir das machen. Das war gar nicht wichtig. Ja, wie die Preise bis uns besetzt und an uns wollten zwingen, da sind wir recht gewogen, dass wir dazu bringen wären. Schwer zu sagen, für was das wirklich die Resistenz gemacht hat. Vielleicht als Jugendliche aber Abenteuerdrang. Vielleicht ein Teil. Aber auch, wie gesagt, wenn man einen Präsidenten spitz zum Land gehabt hat, ich weiß nicht, ob er das gemacht hat. Ich muss jetzt sagen, das war so eine Leitfigur. Ja. Der Sozialist Albert Wingert, Chef der Gruppe Alvirage, ein leidenschaftlicher, überzeugter Antifaschist, ist ebenfalls ein großer Patriot. Oft sind die Grenzen zwischen Antifaschisten und Patrioten fließend. Von den Widerstandskämpfern, die gegen die Nazis sind, weil die das Land besetzen, sind sich viele bewusst, dass sie sich gleichzeitig gegen ein demokratisches Regime zur Wehr setzen, das ihre Freiheitsliebe missachtet. Über die ideologischen Differenzen hinaus kommt es vor, dass Katholiken und Kommunisten zusammen in einer Organisation arbeiten. Andere Widerstandskämpfer bestehen auf ihrer Unabhängigkeit gegenüber jeglicher Ideologie. Noch andere, aus dem Milieu der katholischen Jugend, übertreiben ihren Nationalismus und greifen dabei auf fremden- und judenfeindliche Ausdrücke zurück. Der katholische Einfluss zeigt sich bei vielen Widerstandskämpfern auch in ihrer Verbundenheit mit der Mutter Gottes, die als Beschützerin des Landes verehrt wird. Genau wie die Kollaborateure stellen die Widerstandskämpfer nur einen geringen Teil der Gesamtbevölkerung dar. Schätzungen zufolge sind die Mehrheit der Luxemburger ist zwar gegen die Nazis, entscheidet sich aber für ein passives Erdulden aus Bequemlichkeit, Angst, Konformismus, vor allem aber aufgrund des Drucks, der auf allen lastet. Die meisten, die haben alles rausgehalten, für nicht bei den Preisen abzufallen, dass es ihnen soll gehen, wie den Leuten all geht, wie ihr seht. Und das ist sicher, ja. Das Leben muss weitergehen. Und nicht jeder ist mit dem gleichen Anteil Mut auf die Welt gekommen. Die Faust ausschließlich in der Tasche zu ballen, gilt nicht als verwerflich. Doch im Verlaufe der Okkupation werden die deutschfeindlichen Gefühle der Bevölkerung immer stärker. Bis zum Herbst 1941 haben rund 1500 Juden das Land Richtung Belgien und Frankreich verlassen. Mitte Oktober ändert die deutsche Verwaltung ihre Judenpolitik jedoch radikal. Der nächste Konvoi mit 350 Juden, der den Bahnhof der Stadt Luxemburg verlässt, fährt nicht gegen Westen, sondern in den Osten. Die noch verbliebenen Juden, meistens kranke und ältere Menschen, werden im Kloster von Saint-Fontaine im Norden des Landes interniert. Im Nachhinein werden aber auch sie in den Osten deportiert, mit anderen Worten in die Vernichtungslager. Luxemburg ist damit endgültig judenrein. Es ist eine Tatsache, dass für viele Luxemburger ein gewisser religiös motivierter Antisemitismus eine normale Ansicht war. Dieser Antijudaismus war besonders in den 30er Jahren von gewissen katholischen Kreisen verbreitet worden. Ich will auch so, dass das Wort von damals an den Herrn Origer an Esch auch ziemlich antisemitisch dargestellt war. Die ganze Rechtspartei, die Rätselflicher, denen war nicht gerade der Jude gut gesinnt. Von wenigen Ausnahmen abgesehen wurden in Luxemburg keine Juden versteckt, um ihrer Verschleppung zu entgehen. Könnte es sein, dass die Luxemburger ihren jüdischen Mitbürgern gegenüber nicht genügend Solidarität zeigten?